Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag, Caroline. Tag Lev Lückschatzus und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Hüg ist es ein bisschen Überraschung. Wir haben ja beim letzten Mal den Ludwig Sebus eingeladen und wir haben so viel Resonanz da drauf gekriegt, was da so viel verzahlt haben. Da haben wir gesagt, das laden wir den direkt noch ins in. Also, herzlich willkommen, lieber Ludwig. Ja, vielen herzlichen Dank. Ihr seht ja noch vernünftig aus, vor allen Dingen auch wenn ihr nüchtern seid. Und du hast inzwischen Dinge Geburtstag gefeiert, noch uns herzlichen Glückwunsch, 98 Jahre alt. Wir haben beim letzten Mal verzahlt von der Zick in der Gefangenschaft und früher von der Zick im Krieg und du bist ja eine wichtige Zeitzeuge. Und wir haben gedacht, man könnte jetzt dort direkt wieder anknüpfen. Du bist ja echt spät wieder gekommen, 1950, und hast in dem letzten Podcast erzählt, wie doll das gewesen ist, dass du der Dom gesehen hast. Das ist ja auch wirklich ein Moment für die Gänsehuck. Wie war das denn dann? Du bist direkt erst dann bei Dinge Ältere für der Tür gestanden oder wie ist das gegangen? Ja, du musst eins bedenken, Caroline, wenn ich jetzt so et Wochenjahr, du kriegst ja auch dabei, wenn ich jetzt ungefähr an der 7,5 Jahre oder fast 8 Jahre nicht in Köln warst, die jetzigen Fehler, und insbesondere, wenn du dann denkst, was du alles so mitgemacht hast und hast dann vielleicht gehört, ja, Köln ist zerstört, du wusstest ja auch, wie es war, 1943, wusste ja auch schon, dass die Innenstadt total zerstört war und dann noch der andere Angriff nach Holzraumer Peter und Paul, der Rest gesorgt hat, einfach über 22.000 Tote direkt auf einen Schlag. Und da wusste sie nicht, wie sieht es in Köln aus. Und wenn du dann nach dieser Zick so langsam nach Köln küsst, du siehst, an und für sich im Zug, so links, nur der Bahnhof und da siehst du, dass das immer neu auf Köln angeht. Und dann bist du am Spekulieren. Was süß dazu ist, dann natürlich kannst du nur der Dom, die Spitze sind. Und wenn dann die Spitze kommen, und du bist auch nicht alleine in dem Zug, das sind ja die anderen, die genau die Stärke und Erwartung hatten. Und süß dann, wie der Dom immer mehr wächst, das ist ein Gefühl, als wenn da einer wieder neu Leben in Hauch, weißt du. Es ist eine Sammlung von allen möglichen, ich möchte sagen, Faktoren, die sich irgendwie auf einmal auf den Punkt konzentrieren, der kannst du nicht beschreiben. Und dann, wenn du dann immer näher kommst, und du hast ja gesehen, der Dom singen die Reppestunde noch, die Turmstunde vor allen Dingen auch noch. Und so ist dann auch noch, dass die ein oder andere Brücke auch schon stund. Ja, dann freust du dich, lebst du neu oder hast du geträumt. Das ist im Moment ja nicht richtig auseinanderzuhalten. Aber das ist ein Gefühl, ich möchte sagen, möglicherweise, wenn einer sagt, du kriegst 25 Jahre abgebrummt und er wird dann noch 25 Jahre entlassen und kommt dann wieder in die Freiheit. Die Freiheit zu kommen nach russischer Gefangenschaft, allein das Gefühl in Köln zu erleben, einmalig. Da warst du sicher nicht der Einzige in dem Zug, der gegriffen hat, ne? Nee, wir waren eine ganze Heid. Und alle Male, ja, ich weiß, einer, der wurde regelrecht schlecht, der muss man an und für sich, muss man den heraustragen aus dem Zug, so war der benommen gewesen, ne? Und dann waren Glück am Zug, die vielleicht luren hätte, ob da einer mitgekommen ist. Ich habe gehört, dass manchmal die Mütter oder die Frau lügt dann um Bahnsteigstunde, weil sie wusste, von da und da kommt ein Zug. War das bei euch auch so? Ja, das ist so, du musst bedenken, was man da gesagt wurde, ist ja in der ersten Zeit, wo die Gefangenen kommen, da waren natürlich die Lück Albedach, weil sie auch noch keine Kontakt hatten überhaupt keinen Bescheid, lebt er noch oder ist er noch vermisst oder was so ist.
Da war das Gedränge noch weitaus größer. Hier wusste man zu mir 1950 in etwa, wer noch in Gefangenschaft war. Denn die letzten Monate konnte man Karte schreiben und wusste man wenigstens, der lebt noch und man kriegt dann eine Karte zurück mit 25 Wörtern. Wurde kontrolliert. Da darfst du nicht schreiben, wo du warst. Ne? Nur, dass der Jod ging, dass der Leben jetzt, wir sollten nicht nach Hause kommen. Und da hat sie natürlich auch dann irgendwie den Kontakt mit zu den Leuten, die also auch schon Bescheid wussten, dass wir ja ankommen am Bahnhof. Ne? Ja, und waren ein paar hundert da, aber nicht so, wie das früher war, dass sie nun alle Male auch dann so wussten, aber in dem waren noch welche vermisst waren. Ja, viele wussten eben nach den ganzen Jahren, nach 5 Jahren Krieg, zu eng, wer tot war oder nicht. Ne? Hätte ich dann einer erfolgen können? Nee, es hat keine Erfolg. Ich konnte also, schon zwischendurch habe ich ein Telegramm schreiben können von Frankfurt an der Oder. Ich bin auf dem Weg nach Köln. Und da wussten dann meine Eltern Bescheid. Die wussten in etwa auch, dass ich dann und dann an dem Tag kommen werde. Und da habe ich auch gesagt, das hat keinen Zweck, dass du irgendwo hin musst, auch nicht mehr nah ankommst. Ich bin dann nachmittags, spät nachmittags angekommen. Ich wusste ja, ich wohnte hier ganz in der Nähe, am Blücher Park, in so einem Einfamilienhaus. Da wohnten die mit 3 Familien, meine Familie. Und wir hatten dann meinen Vater, meine Mutter und meine Schwester. Da waren die dritte, die hatte 2 Zimmer, ein Küche dabei und das war ein Badezimmer und Toilette, wo dann unter den ganzen Haushalt geteilt. Da musste man aufpassen, dass du einen günstigen Moment kriegst. Ne? Aber ich komme dann heim und Zu Fuß? ich bin ein ich bin ein Stückchen gefahren wie mit der 5 vom Bahnhof. Und die ging dann auch bis Anfang Ossendorf und da war Schluss. Und dann bin ich die letzte, ja 1000 Meter oder so, von der Haltestelle aus, hier rübergegangen. Und dann das erste Mal wieder süß, nach all den Jahren, wie meine Mutter doch gealtert war, die war so Versorger und so, die hat auch immer wieder gedacht, könnte der Junge uns heim, könnte er nicht heim. Und wie ich dann so auch meine Schwester, da war ein hübsches Mädchen geworden, also das kann ich auch nur aus ihrer Schulzeit her. In den 7 Jahren das Mädchen nicht gesehen, das ist ja viel Jahr. Und dann mein Vater auch. Mein Vater hat sich für sich am wenigsten verändert. Aber das, dann musste ich Jesus wieder gewinnen. Ne? Also es war ein ganz unheimliches Gefühl, denn wenn du in der Jugend 7 Jahre von daheim fort bist. Ich war also dann 18 und dann küsste wieder bis bald 25. Und die 7 Jahre, die also an und für sich in dem Leben heutzutage eine große Rolle spielen, weil die Jugend sich wirklich freuen soll und amüsieren soll und wie sie da die schönsten Jahre ihrer Jugend ist, die dann in Russland verbracht hat. Naja, da darf ich auch nicht mehr neidisch drauf sein, da bin ich auch nicht. Ich habe eine andere Sache, die an und für sich da mich immer ergänzt haben. Du bist dann 1000 Meter gelaufen, du warst doch wahrscheinlich Huck und Knochen, ne? Ja, nee, das ist so, ich war also, wer mich sah, der sieht auch, was ist mit dem Jod gegangen. Ich hatte richtige Pausbecke gehabt, ich war voller Wasser. Ich musste dann in das Elisabeth-Krankenhaus. Und da haben sie mich dann ein paar Monate da gehalten und dann musste ich nachher in Quarantäne irgendwie, weil sie Angst hatten, ich hätte auch noch irgendwie die Pocken oder jetzt mitgebracht. Und als das in einem Vierteljahr wurde ich dann an und für sich, hatte ich auch etwas aus dem Körper raus. Und da muss man sich ja vorstellen, das ist also, wenn du da Dystrophie bist, bist du vollkommen unterernährt. Aber all das, was dann Feuchtigkeit ist, das blieb im Körper drin und dunst richtig auf, ne? Jetzt so richtig ab. Und das muss dann alles wieder reguliert werden. Und naja, und dann hatte ich allerdings die Zuversicht,
dass ich beruflich mich ja nicht irgendwie zu bemühen brauche. Ich habe bei Lanz gelernt, der älteste Landmaschinenfirma der Welt, Traktoren, Mähdrescher, nicht Mähdrescher, Dreschmaschinen, Mähdrescher, ja, was noch nicht. Und hatte die Zusicherung, dass wenn ich aus dem Krieg zurückkäme und die Firma noch existieren würde, die Garantie hatte, dort wieder angestellt zu werden als Angestellter. Ich durfte schon mit 17,5 Jahren meine Prüfung machen als Industriekaufmann. Ich hatte damals sozusagen als Volksschüler 2 weitere Abiturienten, die mit mir in der Lehre waren, die durften noch nach 2,5 Jahren machen. Aber für mich wären 3 Jahre vorgeschrieben worden. Aber ich konnte ein bisschen mithalten und so war ich dann da und habe mich dann später über alle möglichen Stationen immer mal weiterbilden können. Seid ihr euch eigentlich bejahend, ihr Beize, allher im Beruf? Beruflich haben wir nie jetzt miteinander zu tun. Ja, man wusste nur, dass wir anständige Kaufleute waren und keiner über die Uhr schlagen hätte. Ja, also der Hermann und ich, wir waren insofern, sagen wir mal, im gleichen Berufsbild zu finden. Er war eben noch im Vertrieb wie ich auch und wir waren beide auch in der Verpackung tätig. Was hattest du? Ja, Verpackung im weitesten Sinne. Vom Wichsdöschen bis zum 200-Liter-Fass und von der Mayonnaise-Tube bis zur aufwendigen medizinischen Tube. Ja. Müssen wir verklären, Wichsdöschen ist nichts Unanständiges, das ist ein Dos mit Schokocreme, ne? Ja, ja. Okay. Jedenfalls, ich habe ja zweimal die Firmen, also einmal die Firma wechseln müssen. Ich war dann bei Lanz und John Deere, 30 Jahre und dann war ich noch mal 21 Jahre, war ich noch mal in meinem Beruf hier als Verkaufsleiter bei der Firma Groten. Wir hatten im Gegensatz zu ihm nicht die Kleinverpackung, sondern wir machten Stahlblechbehälter für die Großchemie, für Höchster Farben, Degussa und BASF. Bayer Leverkusen, das waren unsere Hauptabnehmer. Das hätte ich ja auch erst unabhängig gehalten. Du bist ja die ganze Zeit in dem Beruf gewesen und hast die Leder geschrieben und warst ob der Bühne unterwegs. Das ist richtig. Caroline, du musst Folgendes wissen, wenn du eine Familie hast, du hattest einen Sohn und hast 3 Töchter und die Frau kann sich dann sonst nicht mehr irgendwie groß im Beruf bewähren. Warum? Die muss die Kinder erziehen, das ist ganz klar. Meine Frau hatte anfangs, als wir uns kennenlernten, hatte die mehr verdient als ich. Aber das hat sich dann später anders ergeben. Und jedenfalls war ich immer der Meinung, wenn du jetzt nur als Kretzchensänger gehst, dann kann es dir passieren, dass dir nichts mehr einfällt. Ja, da besser weg vom Fenster. Es kann passieren, dass du von der Bühne fällst, der gepresst fängt an zu humpeln, ist auch nicht gut, wenn du dann auf der Bühne bist, kannst du auch vergessen. Oder du bist heiß oder hast Sünsen wie jetzt, der Hals oder der Sticken oder der Hals durch, Stimmbänder fort. Also ich habe immer auf Nummer sicher meinen Beruf gesehen, hatte dann natürlich wenig Freizeit und ich muss sagen, die Familie hat stark hinter mir gestanden, sonst hätte man das ja nicht durchgezogen. Denn am Wochenende, wo manche sich erholten, da war ich dann wieder am Ton und auch das Jahr über, weißt du. Da musste dann da Schützenfeste, Vereinsfeste, was so alles ist, Firmenjubiläum, was so das dann zu machen. Und dann der Fastelavond, sehr intensiv. Da ging das dann immer von der Jahr bis Aschermittwoch so um die 220, 240 Sitzungen, Termine, die der machen muss. Da bin ich vielfach von Mannheim aus vom Büro, als Verkaufsleiter wieder nach Köln, hab flog umgetroffen in die Säle rein und teilweise nachts um 1:30 wieder nach Mannheim gefahren. Und wo dann um 8 Uhr schon waren, dann entweder Besprechungen oder Termine oder sonst jetzt. Und dann hast du wieder bis 5 Uhr gehalten und dann wieder zurück und dann macht er dann so jahrelang. Also da war es mir her schon angenehm, wie der Groten kam und sagte,
ich brauche einen Verkaufsleiter so und so. Und das war ja dann, da blieb ich in Köln, da war natürlich viel mehr Freizeit für die Familie. War das. Jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht. Evans waren wir noch, wie du aus dem Krieg retour gekommen bist, aus der Gefangenschaft. Und jetzt sind wir halt bei der Familie. Dazwischen litt einfach noch die Zick, wo du den Frau Eschens kennengelernt hast. Ja, ja. Das möchtest du doch erzählen, das ist ja so romantisch. Ja, ich weiß nicht, ob das ist. Ich meine, für euch zwei ist es ja nicht so interessant, aber für mich war es interessant. Ich fuhr ja von hier Neu-Ehrenfeld, fuhr ich ja zunächst einmal mit der 5 bis Nussbaumer Straße und von der Nussbaumer Straße mit dem Bus bis nach der Niederstraße und da in die 12 rein. Und jetzt auf einmal stellte ich fast, Mensch, im Bus, da ist ja kein Geld und da ist ja nichts weiter. Und man muss dann immer auch noch auf einem Fahrschein. Ne? Und das heißt, ich hatte an und für sich eine Wochenkarte, ja, aber die hatte ich nicht bei mir. Und jetzt war das so, als ich dann auf die 12 gewartet habe und sah, da hat ein Kontrolleur daher entstehen. Da bin ich dann gelaufen und hat dann der Ware gepackt, wo ich meine Frau soll. Und meine Frau, die kannte ich nur vom Ansehen. Und ich muss sagen, ich war schon seinerzeit sehr stark verliebt in die, wusste aber nicht irgendwie, hätte dann da so das Gefühl, bist ja ein bisschen genannt, hält sich zurück. Du kennst das ja, Hermann. Du warst den Frauen ja auch immer sehr zurückhaltend. Und es ist natürlich so, das kommt der Schaffner, der hatte mich schon mal hin und wieder gesehen, aber nicht wahrgenommen. Und da sage ich, Fräulein, ist es vielleicht möglich, dass Sie mir aus der Patsche helfen, dass Sie mir einen Fahrschein, dass Sie mir 25 Pfennig leihen, um den Fahrschein hier für die Kurzfahrt zu nehmen. Da schaut er mich an. 25 Pfennig, ja, das, guckt, ja, tatsächlich. Ja, Moment, hätte mir die 25 Pfennig geholfen. Seit der Zeit hatte ich ja einen engeren Kontakt mit ihr. Aber die 25 Pfennig hat sie nie wieder gekriegt. Sie hat sie auch nicht moniert. Es ist dann später so gegangen, dass ich sie habe immer näher kennengelernt. Sie war in Nil im Aluminiumwalzwerk, war sie schon Buchhalterin, Chefbuchhalterin und war ein Jahr älter als ich. Und zu dem Zeitpunkt verdiente die weitaus mehr als ich, denn ich war gerade aus der Gefangenschaft zurück und hatte dann natürlich als Hilfssachbearbeiter noch nicht viel zu tun, weil sie mit dem Einkommen anging. Ne? So war das dann und so habe ich sie kennengelernt, schätzen und lieben gelernt und so ist das dann, hat sich alles entwickelt. Ne? Das war, hatte so einen, ja, ich finde so eine herrliche, ja, traurige, aber ein würdiger Abschluss. Der ist mal am Rücken runtergelaufen, wie Lilo beerdigt wurde. Hast du doch, wenn ich es richtig behalten habe, ob der Gesar stecke, die 25 Spenden geladen. Das habe ich ja gemacht. Ja, ich hatte auch erst gedacht, sollst du das, die war beim Kuckelkorn nachher auch eine Woche aufgebahrt. Und da sie immer, da Papiertaschentücher war sie immer aus, die wollte immer da, die hatte manchmal die Inge gesagt, du hast doch 6 liegen. Nee, da wollte sie immer noch ein paar dabei haben. Und weil ich weiß, dass mit der Papiertaschentücher hier eine große Freude habe ich dann nachher, als sie dann so lag, und noch Papier und die 25 Pfennig, die habe ich dann nachher auf der Sache dann, ja. Nicht Pfennig, sondern es waren also das war schon Cent. Das ist ein schönes Ritual. Ihr habt ja viel zusammen erlebt. Das waren ja Züge, wo man erst eng gedacht hat, wie ein Familie zu Sinn hat und wann man bei ihr nähen könnt und wann noch nicht. Und den Lilo hätte Töchterchen mitgebracht, Monika. Das war erst couragiert von dir damals, dass du das. So, ich meine, man muss sich dann vorstellen, du kriegst ja dann, sagen wir mal, jemand dazu,
das Kind wächst ja auf in dem Vater-Kind-Verhältnis und trotzdem steht ja später immer die Frage, ja, du bist mein leiblicher Vater ja nicht. Und der leibliche Vater war ja schon längst tot, alles war also da nicht mehr zu vollziehen. Und jedenfalls ist es dann immer von beiden Seiten her nicht immer ganz einfach, sagen wir, ein Vertrauensverhältnis und auch ein Vater-Kind-Verhältnis aufzubauen, zumal wenn dann 3 andere Kinder kommen, die also von einem selber, sagen wir mal, gezeugt wurden, dann ist das immer sowas, da musst du schon von beiden Seiten eine gewisse Größe beziehungsweise auch ein großes Einverständnis mitbringen. Und das ist aber gelungen. Ich halte die Monika genauso wie alle anderen auch und das ist für mich eine Ehrenpflicht, dass ich da keinen Unterschied mache. Ich hatte mir an die Gesellschaft gedacht, die natürlich damals gemeint hat, man muss eine Frau heiraten, die vorher noch nicht eine andere Mann gehabt hat. Das ist richtig. Ja, diesen Kampf musstest du auch bestehen. Aber ich muss alle für sich sagen, da habe ich mal wenig draus gemacht. Und die Leute, die dann auch mir begegnet, die haben dann auch wenigstens unterdrückt. Und ich bin also nie in dieser Richtung, hat man mich nicht angesprochen, obwohl ich wusste, was er dachte. Ne? Ja, aber wie gesagt, das war zu der Zeit ja nicht so einfach. Und meine Eltern sagten auch, ja, musst du dir das dann an den Hals hängen. Es ist auch so, wie ich schon geschildert habe, immer wieder ein großes Unterfangen, passet oder passet nicht. Ne? Und Gott sei Dank, ich muss sagen, also auch die anderen Geschwister, da gibt es keinen Unterschied. Da Jovit, das Wort Patchwork-Familie noch ja nicht und ihr Wort alt ein, ne? Ja. Sagen Sie, wann hast du dann angefangen, so richtig im großen Stillleder zu singen und für großes Publikum? Das war jeder Stein in Köln, ne? Ja, das war an und für sich, ne, ja, noch früher jetzt. Der Hermann hat ja eine ähnliche Karriere als ich auch. Ich war ja also, wie ich schon sagte, das letzte Mal in russischer Ausbildung gewesen, als Sänger oder Schauspieler, wisst ihr. Und bin nachdem ich hier war, in das Schauspiel gegangen hier 1900 Jahre frei auf dem Altermarkt, wo der Altermarkt das Altermarktspiel war. Und die ganzen 1900 Jahre da gezeigt wurden, in ihrer ganzen Entwicklung, wie die Hunde nach Köln kommen, wie die 3 Könige hier nach Köln kommen und alles, die möglichen Franzosen, die mit dem Jöbels. Die Römer hier. Das wurde alles geschichtlich gezählt. Man hatte an und für sich an die 2000 Mitwirkende hier in Köln. Und nach diesem Spiel, was mich halt begeistert hatte, hieß es dann, wir brauchen auch noch Leute, die also auch irgendwie mitmachen wollen. Und da habe ich mich gemeldet und das war dann Ende 50. Und seit der Zeit war ich dann im Altermarkt-Spielkreis, war dann im Altermarkt bis 1953. Und da sollten dann an und für sich an das Altermarkt-Spiel, sollte aus der Stadtgeschichte, sollten immer Episoden dargestellt werden für die nächsten Jahre, also aber dann in Theaterform. Zum Beispiel die Geschichte um den Verbundbrief, wie der stand, die erste Demokratie in Köln sich entwickeln soll. Dann kam das nie dazu, denn wir brauchten an Staffage auch den Rathausdom. Und der Rathausdom war so im Verfall noch begriffen, dass keine Versicherung uns versichert hat, weil es so baufällig war. Andere Kulissen waren ähnlich alt und da sind wir in den Kreuzgang von Maria im Kapitol gewesen und haben dann da kölsche Szene nachgestellt. Ich habe dann beispielsweise, Hermann, du kennst es auch, vom Wilhelm Hostdorf, habe ich den Dudedanz gespielt. Das ging da wir der Kaiser Karl IV., glaube ich, auf Köln kam. Und dann auf dem Jürzenich war und dann auf einmal die ersten Pestkranken da sich entwickelt, hinfielen. Das hieß der Dudentanz. Ne? Die Fackel walkt im Wind. Ne, ja.
die Fackel walkt im Abendwind, der Qualm trägt Wick in Schwade. Der Rat der Stadt mit Frau und Kind sind nück zum Fest geladen. Je helle Barde, igele Freda, jötze nicht zur Mitte, es kam stramm zu 3 und 3 Patrizierjahre und so weiter und so fort. Das ist 70 Da war ich Jahre her, dann Ludwig. sozusagen, Wahnsinn. stand ich dann da als Minnesänger, weißt du. Und naja, und dann habe ich so verschiedene andere. Und dann kam der Robert Schumann, der auch im Altermarkt Spielkreis war und sagt, hören Sie, ich spiele jetzt Junge Funk. Der war der jüngste Literat von Köln mit 22 Jahren und ist dann aber über 40 Jahre Literat gewesen. Und der sagt dann, hören Sie, wenn der hier für den Altermarkt Spielkreis so schon mal Lieder schreibt, ich hatte schon eigentlich geschrieben, schön Brüste Hück nicht Ostersinn, doch so auf alle Fälle, maskiert die Stadt ganz Köllerlach, da bist du auch, solche Lieder alle. Oder Kölsch Penicillin oder so, ja, alles. Da seht ihr, dann kannst du auch für den Karneval Lieder schreiben. Ja, und da hatte ich dann 1953 das große Glück am 11.11. beim Roten Funken, mein erstes Lied, beim ersten Auftritt beim größeren Publikum. Das Lied würde heute in Verdammnis kommen, da hätte direkt Prozesse am Hals. Da hieß es nämlich, ich würde den Alkohol verherrlichen. Also hieß es, tröte mir die ganze Nacht, rededete, rededete, bis morgen früh et Sonnenschlag, rededete, rededete, kein Noteblätter bruche mir, uns Note sind Schabau und Bier. Hückt man die ganze Nacht, rededete, bis morgen früh Zündschela. Weißt du, da kommt das rededete, das war jetzt für die Funke, ne? Naja, und dann bin ich auch mit dem Lied und Kölsch Penicillin in die Auswahl gegangen. Hermann kennt das auch. Das literarische Komitee ist ja auch ein Begriff. Ja. Da ist ja normalerweise Schulung und da war aber nur mehr oder weniger eine große Kontrolle, denn mit mir waren noch viele, die vor dem Krieg als Grätzchensänger sich versucht hatten und jetzt auch weiter das schaffen wollten. Man hatte, glaube ich, für den Bereich Grätzchensänger an dem Abend mindestens 18 oder 19 Bewerber. Für alleine, also naja, ich hatte an und für sich glücklich war an der 4. Stelle so rum. Und da war der Justenhofer und der Musikdirektor Willi Haas da, dem ich nachher viel zu verdanken hatte. Und da habe ich dann die beiden Lieder für, ja, sie hören von uns. Und dann kamen die anderen da und dann haben die tatsächlich beim Literarischen Komitee gesagt, gut, sie hören zu den 3 Grätzchensänger, die wir ausgesucht haben, oder 4 waren. Jedenfalls, da war immer der Vorstellabend noch zwischen Weihnachten und Neujahr. Vorher waren die Programme ja nicht fertig bei den Gesellschaften. Das war nicht wie heute, dass die 3 Jahre vorher buchen. Naja, und ich war die allererste Nummer im kleinen Satori. Und ich erinnere mich noch war an einem Samstag. Nachmittags, Beginn 17 Uhr. Also der erste Nummer da um 17 Uhr. Ich schaue in der Satori, der war jetzt halb voll, zur halben Zeit, nur halb voll. Erste Nummer, dann Hücktreute, ich denke, es ist ein Buch dabei für die ganzen Termine, weißt du, wenn sie alle Schlange stehen und wollen dann da Termin haben. Hat dann gesungen, der Erfolg war mäßig, also ich war schon mehr gewöhnt, aber war mäßig. Kam kein Mensch, der so kommen und der sich anmelden für einen Termin. Ich hatte aber Glück in dem Jahr, die Altstädter, die Lieskersche Junge, die Roten Funken und die fidelen Kaufleute. Das waren die dem Festkomitee zugehörig waren. Und dann hatte ich aber noch so eine Menge an Sportvereinen, die auch alle ihre Literaten entsandt hatten. Und die ganzen Vereine machten damals alle noch ihre Versitzung.
Und dann, also aus diesem Kreis hatte ich dann insgesamt so an der 35, 40 Veranstaltungen bekommen. Doch. Und hatte allerdings dann die über alle Dinge mir also einen Eindruck verschaffen können. Ich war in der Flora gewesen, war im Satori gewesen, der Jotzene stand ja noch nicht. Und da kannte ich also auch die einzelnen Säle, wusste auch da. Und hatte dann im nächsten Jahr geschrieben, jede Stein in Köln ist ein Stück von mir. Und da war ich dann ebenfalls beim Festkomitee, also beim literarischen Komitee, und da war da überhaupt keine Sache. Da bin ich als Rektor durchmarschiert mit dem Lied. Und dann hatte ich als zweites Lied dabei gehabt, da könnt ihr euch nicht dran erinnern, es gab an der Zeit, da wurden die Fahrräder mit einem Hilfsmotor ausgerüstet. Der konnte so einen Hilfsmotor haben. Und da hatte ich dann das Lied. Jung, wat wär dat schön, man möde Rätsche han, Rätsche mit einem dort gefundenen Motor dran, dann kannst du lustig flitze, im Rände Lück bespritze, ja so Rätsche im Städtchen mit dann, so Rätsche mit einem Motor dort hier dran, da, da. Das ist ja wieder ganz aktuell mit den Elektrorädern. Da habe ich tatsächlich aus Rade vom Walde von einer Fabrik, die ja so dann auf einer Sitzung der Liskischer Jungen, habe ich ein Fahrrad geschenkt bekommen mit Hilfsmotor. Ja. Das habe ich aber nicht genutzt, habe ich meiner Schwester geschenkt. Ja. Naja, und als ich dann da aufgerufen war, da hatte ich aber eine bessere Platzplatzierung. Ich wurde platziert, so etwa als 5., 6. Nummer im Programm. Da war so der Saal, alles voll. Und dann stand jeder steht in Köln. Und der Jean Küster von der Liskische leitete da die Sitzung. Und also diesen Abend da. Und da stand mitten aus dem Saal der Lissem auf, nach meinem Lied. Und ging nach vorne und sagte, ja, er müsste einmal diesen Vortrag unterbrechen. Der Thomas Lissem. Der Lissem ist da hoch, nach oben auf der Bühne, nach diesem Lied. Und hat gesagt zum Jean Küster, ich muss den jetzt einmal unterbrechen. Das Lied klopft direkt an die Vorstellung der Lieder von Willi Ostermann an. Und ja, also das ist im Sinne Ostermann und so weiter, ist was tiefer gegriffen und so weiter. Jede Steine Köln ist ein Stück von hier und so. Und seit der Zeit, muss ich sagen, habe ich immer nur noch Erfolge gehabt, auch als Kretzelsänger. War in dem Jahr 1955, 54 habe ich das geschrieben, 55 in der Proklamation, die letzte aus der Williamsbau. Da existiert. Wird noch gesungen. Aus vollem Herzen. Ja. Das Lied, was die Mieze kennen, ist, glaube ich, auch Verwandte, das sind Menschen, ne? Ja, vor allen Dingen, weil die meisten ja auch Verwandte haben. Ne? Wann war das? Weißt du das? Welches Jahr das war? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war es irgendwie ein Anlass, wo ich bei mir gesagt habe, das müsste ich nicht machen. Die Familie kommt zusammen, ich glaube, irgendwo war Kinderkommunion von einer Cousinchen von mir und so was, ja. Und dann ist das ja immer, ne, so. Also, ja, gibt auch die schöne Sache, da wird dann heiß, weißt du, bei der Kind, für der Öhm dann auch eine drin hat, und der Frorende dann auch, kannst du damit bitte, oh ja, sagt er, man muss ja mit der Glaubensbekenntnis, wenn das dann heißt, wieder sagst du dem Teufel, da musst du sagen, ja, ich wieder sagen. Und das Gute war ja ein bisschen angesäuselt. Wie du sagst du dem Teufel, ja, wenn ich einen Sinn will, ich dem sagen. Also solche Sachen. Naja, jedenfalls auch Verwandte der Zeminsch ist, eines meiner Lieblingslieder auch, weil das immer mal zutrifft. Ne? Und uns Kölsche Siel? Das Kölsche Siel, die kann uns keiner nehmen. Die hätte Herrjott tief in uns gelat.
Und wer die Sög muss bis zum Hetze klimmen, denn da allein, da liegt der Schatz verwahrt. Also es sind schon Dinge, die also mich immer mal berühren, wenn es darum geht, die kölsche Seele irgendwie in Anspruch zu nehmen. So tut sich meiner Meinung nach immer am besten, wie auch die Blackfist besungen haben, trinkt da eine mit. Ein offenes Auge zur Hand für derjenige, der begegnet, insbesondere wenn man sieht, dass der ein bisschen Hilfe braucht. Ne? So ist das in Köln und das ist auch das, was irgendwie der direkte Weg, ohne Umstände auf eine andere zuzujonnen, fällt in dem Kölsche an sich leichter als jedem anderen. Als letztes Lied könnte man ja vielleicht noch das Lied von der Schwarzen Madonna ansprechen. Das haben auch Leute, die mit der Kirche und mit der Madonna sonst nichts zu tun haben, weil das, so wie du das gerade beschrieben hast, ehrlich an das Herz geht. Kannst du uns noch erzählen, wie du dort rangekommen bist? Ja. An das Lied? Also, ich muss sagen, das letzte Lied, was ich jetzt für mich geschrieben habe, das sage ich nachher. Das hat damit, ich das alles so wieder tun. Aber das Lied von der Schwarzen Madonna, das hängt an und für sich ein bisschen tiefer mit der Begegnung von und der Vorstellung, die ich als Kind schon hatte. Mein Vater hatte eine kleine Kunsthandlung, er hatte in der Jatrodenstraße. Die ging immer schlechter. Die Glück hatte kein Geld, Not vor Ort, dann Inflation und was so alles ist. Und meine Mutter ging dann mindestens einmal in der Woche mit meinem Schwesterchen mit mir bei der Schwarzen Madonna. Und dann hat sie da der Kopfverschlag auch hier drin. Und dazu hatte ich dann immer einen besonderen Bezug, weil ich wusste, da roch immer noch Weihrauch und dann die ganze Käse, wenn die da reinkommen. Also das war mir immer als Kind schon gehaftet geblieben. Und ich war also, als ich das Lied jetzt schrieb, im Juli oder Juni, ich glaube im Juli war ich unterwegs und ging dann da gerade ins Rennen. Wenn ich nämlich in der Nähe war, bin ich meistens immer in der Kupferjasse Rennen gegangen bei der Schwarzen Madonna. Und das, was mich beeindruckt hat, war immer so süß, immer der Lückknähe. Jüngere, ältere, abgerissene, gut gekleidete. Und jetzt saß in der letzten Bank einer mit einem Turban. Und dann ist vom Fastenlauf übrig geblieben im Juli. Aber dann sah ich, dass der Mann ganz andächtig am Bett war. Und da habe ich mir gedacht, über Länder, über Religionen, über Generationen hinweg, ist es doch jetzt, was die Menschen brauchen, nach Halt zu suchen. Und die Leute, die Knie, die versuchen, bei der Schwarzen Madonna das zu finden. Und daher aufhin habe ich das Lied dann geschrieben. Ne? Und wie gesagt, das letzte Lied ist jetzt, dass, wenn ich so, Caroline, alles andere wegstreiche, lieber Hermann, was so belanglos war. Was also nicht irgendwie, sag mal, in der Form lag, dass es entscheidend war. Aber wenn ich dann die Dinge überdenke, die für mein Leben prägend waren, die auch irgendwie mich gefordert haben, eine klare Linie zu ziehen, da würde ich dann genau das so, wie ich das auch gesungen habe, sagen, ich täte das alles so wieder tun. Und dann habe ich hinterher ja noch ein Lied geschrieben, das ist dann ganz besonders auf mich bedacht. Bin ich auch nicht mehr ganz so knusprig. Ich mache mit so lang et geht, dennoch mit Falde bin ich nicht abzuhalten. Und jeder neue Tag bringt mir noch Freude, weißt du. Hat das Inge auch mitgesungen. Der Fanclub bei ihr, die Inge Helwig, ist ja hier diejenige, die mich wirklich versorgt, meine Frau bis zur letzten Stunde mitgepflegt hat. Und die heute da ist, um mich irgendwie zu entlasten. Und ich komme allein ja nicht mehr richtig zurecht. Entweder wirst du immer den ganzen Tag besoffen oder schlecht für die Tür. Oder ich würde dem Hermann ins Brüll neu kommen. Und er hätte gesagt, ja, wir haben noch Platz, aber dann nur im Brüllerschloss. Ja.
Jedenfalls, das ist so, dass ich also dieses Lied noch geschrieben habe. Bin ich auch nicht mehr ganz so knusprig und habe den Fanclub dann als Chor dabei. Und die Inge, die war als Solistin im Chor, soweit das möglich ist. Gut. Ja, das ist ja toll. Da danken wir auch dem Lewe Inge für seinen Einsatz und dass es dich fleisch und mit dir schöne Stunde hier vorbereiten kann und dass sie uns auch aufgenommen hat. Hey, herzlichen Dank an das Inge, auch für den Fanclub, der so schön gesungen hat und besonders für dich. Ich habe mich erst ob der Termin gefreut. Ich habe nicht evans noch gesagt, solange ich denken kann, wann ich fast Lovensleder im Fernsehen gesehen habe, wo ich dann als Kind oblieben durfte, der Abend, ja, wird alter Ludwig Sebus. Aber ich hätte natürlich nie gedacht, dass wann ich eine alte Frau bin, dass ich den noch interviewen darf. Und es hätte mir echt viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt nicht die 11 Frauen, die wir sonst haben, weil wir die ja in der letzten Folge mit dir, lieber Ludwig, alt gestaltet haben. Und deshalb können wir am Ende nur sagen, wir wünschen euch, liebe Lükscher, die ihr uns so hören dort, dass ihr auch von der Lebendigkeit vom Ludwig ein Stückchen inspiriert wurde sind und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.